Coupe de Luxembourg 16. Final. Den FC Kersch empfängt den FC Wolz in der 70. An der zweiten Runde hatten die Zweitligisten für die Überraschung gesucht, an dem sie den Avenir Beggen rausgeholt hatten. Kersch hat die Saison nach keinem Match verloren und konnte letzte Weekend sich mit einem 4-0-Sieg gegen den Tabellenersten den Zebra durchsetzen. Wolz geht also im Moment an einer schweren Phase an der Ehrenpromotion. Sie waren am Anfang 4 Mal dabei, aber mittlerweile als die Equipe von Huedan auf der 7. Position. Wolz ist natürlich der Favorit von diesem Match, aber wer weiß, was alles geschehen kann. Das ist die lokale Equipe, die als auf den Goal schießt, mit Andy Schumann. Hier setzt sich durch auf der Pass von Oliveira, schießt dann ohne Problem für die Reise. Die erste Goalchance für die Wölzer findet nur 8 Minuten statt. Nur ein Corner-Volley von Kosic mit dem Ball geht drüber. 1 Minute noch Freistoß für den FC Wolz. Der Geschoss vom Sivic, aber hier verfehlt sein Ziel knapp. Aber dann könnt die 13. Spielminute. Wir sind mit Carlo Everts auf der rechten Seite. Hier möchte ein Talonat für den Kosic. Kosic ein Flank. Der Paulo da Silva befreit sich vom Turmes, schießt und trifft. 0-1 für Wolz. Mit diesem Goal hat Wolz wahrscheinlich das Schwerste gemacht. Für die Gäste geht es weiter noch hier mit Amco Kalabic. Hier schießt, sein Schuss geht deviert vom Thomas. Der Ball kommt zurück beim Carlo Everts. Der probiert doch sein Glück, mit der Ball geht drüber. 23. Spielminute. Paulo da Silva auf der linken Seite. Hier flankt den Boden für den Kosic. Kosic schießt und der Ball geht nicht. Und dann Freistoß für Wolz. Der geht geschossen von Amco Kalabic. Und du könnt ihr echt richtig gut parat vom Reuter. 10 Minuten durch, genau dieselbe Freistoß auf genau dieselbe Platz, aber das hier Geschoss vom Sivic und du kannst den Reuter retten. Was der Kerscher Goalkeeper auf seiner Linie weiß, ist ganz stark. Wir spielen die 44. Spielminute. Kerscher hat eine ganz gute Chance auf den Ausgleich per Freistoß. Der Geschoss vom Rüff und du hat nicht viel gefehlt. Die letzte Goalchance von der ersten Halbzeit ist aber für Wolz mit Kosic ziemlich am Zentrum. Hier findet Sivic an der Lava und du kannst die neue parat vom Reuter. Somit geht es dann hier an die Halbzeit. Wolz ist zwar 4, aber hat nur ein Goal 4 Sprung. Und das für Kersch dank dem Reuter. Wolz will dringend den zweiten Goal schießen, als durch den Schuss von Kosic, aber der geht einen guten Meter drüber. Aber dann findet Kalabic den Sivic am Strafraum und der kann den Reuter schlagen. 0-2 für Wolz. Das ist dann ganz verdient, dass Nadi Sivic sein echtes Saison-Goal möchte. Hier war nämlich der beste Mann auf der Wiss. Rauskommt aus der Verbies an hier in der Kerescher Défense schrecklich weh. Wie zum Beispiel heute Sivic an der Lauf für den Verbies. Verbies hast du schnell für den Schild an der Reuter erlebt und dann für den Kosic mit dem Wölzerschirm verfehlt. Komplett. Oder heute Verbies gewinnt sein Duell gegen den Schild, litten dann nach ein Kerzrick für den Kosic mit des kommende Peters an der Reuter dazwischen. Aber dann kommt die 74. Spielminute. Corner für den FC Wolz. Der geht geschossen auf den Peters. Der Ball kommt zurück beim Verbies. Hier geht Trietz rundherum, flankt. Raphael Hoffmann, Kontrolle, Volley. Der Reuter macht der Parat und da steht den Damian Blé auf der richtigen Platz. Er möchte 0-3 für den FC Wolz. Für den Außenverteidiger ist es auch der nächste Saison-Goal. Aber bei dem Goal muss ich noch zwei Sachen schauen, als ich mit Schusstechnik vom Wölzer Innenverteidiger der Raphael Hoffmann und der Parat vom Reuter. Wir spielen die 70 Spielminuten. Neue Corner für den FC Wolz. Das hier könnte Ball irgendwie beim Sevat Musch geht schön. Hier könnt Lunch den Peters, schlägt dann auf und du könnt den neue Reflex vom Kerescher Goalkeeper. An der 80. Spielminute könnt Wolz ein Gleichkehr zum Aufschluss mit des Kehrers Volley vom Sivic nicht auf den Goal. Somit gewinnt den FC Wolz 71 mit 0-3 ein Platz an Achtelfinal. Keresch wird mit seinem Moyen gespielt, aber braucht sich absolut nicht zu schummeln. Sie hatte just Pech, dass Wolz nur 13 Minuten schon auf Feierung gegangen ist. Die anderen Resultate aus dem 16. Final von der Coupe de Luxembourg.
Alison Tia Steinsel geht den FC Lorenzweiler 1-2. CS Grevemacher gegen Jonas Kanisch 3-1. Minerva Lynchen gegen den FC Monerisch 2-3. Den FC Kerrisch gegen den FC Wolz 71, die hattet gesehen 0-3. Blau-Weiß Miedenach gegen den FC Erzella Ettelbrick 0-4. FC Kehlen gegen US Römling 0-2. FC Deiferding gegen Jonas Asch 2-0. Den FF Norden gegen den FC Racing Lützeburg 1-4. Den A90 Stiedling gegen Peiting 6-0. Die US Munerev gegen Victoria Rauschbad 1-3. Die US Holstadt gegen Progrès Niederkur 2-1. Das Hosen gegen den FC Rodange 0-4. US Feulen gegen Swift Hasper 0-2. US Asch gegen Tuna Straße 4-2. US Landweiler gegen den CS Fola 0-1. Und dann UN Caching gegen den RM Ham Benfica 0-1.